Willkommen zurück zum FC-Stammtisch. Ganz schön was los hier im Studio Dumont. Wir haben schon sehr viel über den 1. FC Köln gesprochen. Eine ganze Menge von Jörg Schmatke und auch von den Experten aus dem Medienbereich von Alexander Aubries und Thomas Wagner erfahren. Wir machen weiter. Ja, Jörg Schmatke, da gab es ja wieder interessante Sachen zu lesen rund um Peter Stöger, den Sie am liebsten noch weiter verlängern lassen möchten. Jetzt hat der arme Mann das brüsk abgelehnt und das Vertrauensverhältnis ist wahrscheinlich jetzt gnadenlos zerstört. Nee, jetzt mal im Ernst. Sie hatten, war diese Äußerung so gefallen, dass Sie gesagt haben, Mensch, ich könnte mir das wirklich vorstellen? Ich bin gefragt worden und habe gesagt, ja, meinem inneren Wunsch folgen würde ich heute gerne den Vertrag verlängern. So war dann eine Riesenschlagzeile. Ja, da stürzt man sich natürlich auch gerne drauf. Und das hört sich ja auch in Köln sehr ungewöhnlich an. Ich weiß nicht, ob Sie die Halbwertzeit von Trainern in Köln mal so im Durchschnitt ausgerechnet haben. Also der ist schon sehr lang. Ich glaube, der Peter ist kurz vor einem neuen Rekordmarke. Dann dauert es nicht mehr. Also man könnte auch sagen, in Köln ist das nicht so schwer, aber es ist schon verhältnismäßig lang. Also ich war heute noch bei einer anderen Veranstaltung heute Vormittag. Da habe ich gehört, Halbwertszeit von Trainern im Schnitt, ich glaube, 1,5 Jahre. Ja. Das ist der Peter mit einem halben Jahr drüber schon mal richtig gut dabei. Ein biblisches Alter beim FC erreicht. Also, und Sie hätten aber dann wirklich, das wäre, wenn er jetzt gesagt hätte, ja, mache ich, hätten Sie es gemacht. Also, ich war in einem Pressegespräch und dann haben wir ein bisschen geplaudert. Ich war gut drauf und habe dann gesagt, ja, könnte mir das vorstellen. Und das ist auch ernst gemeint. Also nochmal, Signal an Peter war einfach nur, pass auf, kann ich mir vorstellen, wir sind zufrieden, fühl du dich wohl und alles ist gut. Situation, da bin ich wieder bei dir, Thomas, die wir in Köln ja wirklich lange nicht mehr hatten. Wir haben es ja gerade angesprochen. Wie kommt das bei dir an, dass ein Trainer in Köln so lange durchhält? Das muss ja schon was bedeuten. Also, und dann so ein Angebot auch noch kommt. Also. Nee, kenne ich eigentlich nicht. Ne. Ich glaube, in 10 Jahren 14 Trainer oder so, was weiß ich. Ne? Ja, als erstes Mal, er macht gute Arbeit. Das ist das Erste. Er hat alle seine Ziele erreicht. Er hat die Mannschaft und einzelne Spieler besser gemacht. Das ist für mich, für einen Trainer, schon auch ein Qualitätsmerkmal. Vor allen Dingen auch in Phasen, wo es letztes Jahr schon mal dann so ein bisschen, du hast es eben angesprochen, auch mal so ein Murren gab, Heimspiele gegen Freiburg oder sowas, wo es dann hieß, naja, wir spielen nach vorn nicht so gut, hat die Mannschaft immer die Kurve bekommen. Ich finde, er macht das auch total unaufgeregt. Er ist keiner, der sich anbietet, dennoch ist er freundlich und charmant. Und diese charmante Wiener Art, dazu die coole, teilweise etwas schroffe Art meines Düsseldorfer Nebenmannes hier, passt einfach total gut zusammen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Erfolgsduo noch lange harmoniert. Also ja, warum soll er in einem Pressegespräch nicht sagen, mit Peter Stöger verlängern? Der macht alles richtig hier. Also das interessiert ihn so, dass er schon in der Zeitung blättert. Na ja, ist klar. Nein. Peter hatte ja, ich glaube, im Mai dann bei uns hatte ich ihn auch noch mal gefragt, irgendwie, wie sieht er mit Verlängern aus? Und dann sagte er auch, ich brauche ja im Grunde keinen Rentenvertrag. Also erstmal ist, wird ganz ein bisschen zu entmystifizieren, steht in jedem Kontrakt mittlerweile, glaube ich, bei einem vernünftigen Manager drin, im Fall der Trennung greift die Regelung X. Dann kann der Vertrag bis 2030 laufen, das wird nicht teurer, weil da unter Umständen, also zumindest wenn du sagst, im Fall der Trennung kommt die Summe X. Steht in deinem vielleicht auch drin, weiß ich nicht. Aber bei mir steht auch drin, ja. Nein, aber aber was glaube ich auch ein Teil des Erfolgs von Peter ausmacht, ist seine, ja, so ein leichter Fatalismus, den er in seinem Job hat, also den er auch immer leicht auf der Zunge trägt hat irgendwo, dass er sagt hat irgendwo, es kann auch sein, dass hier der Tag kommt, wo die Schlagzeilen kommen werden, der muss weg und dass der vielleicht entlassen wird. Aber dass er damit relativ locker umgeht, weil er halt auch mit sich im Reinen ist und weiß, dass er seine bestmögliche Arbeit abliefert. Und das macht ihn auch so stark. Der macht keine Aktionen, damit er bei uns besser aussieht oder bei ihm besser aussieht, sondern ich glaube, der macht seine Aktionen, damit die Mannschaft besser wird. Und dann macht ihn zum guten Trainer. Also das aber ich meine, ist ja klar auch, wenn jetzt irgendwas passieren sollte, verletzten Serie, kriegst ständig in der letzten Minute einen rein und stehst irgendwann im Frühjahr in Abstiegsgefahr, dann können wir alle nicht sagen, was daraus werden würde. Aber in der Konstellation, wie es im Moment läuft, nein. Warum soll... Doch, ich kann das sagen. Würdest was ja dann... Ich kann ja sagen, boah, das gibt eine Schlagzeile morgen. Jetzt nein, ich kann dir sagen, wenn ich das Gefühl habe, dass ein Trainer alles unternimmt, um erfolgreich zu sein, dann gibt es keinen Grund, den zu entlassen. Ja, ist ja noch besser. Also morgen muss die Schlagzeile lauten, selbst bei Abstieg
Stöger bleibt. Das wäre. Ja, also die Kollegen sind schon dran. Die druckt schon, würde ich sagen. Steht schon drin? Also. Nee, noch nicht, aber das kommen wir gleich. Aber kann nicht der Punkt kommen, wo der Trainer so gut arbeiten kann, wie er will, aber irgendwas passiert ist im Verhältnis zur Mannschaft, dass es einfach nicht mehr funktioniert? Ich glaube das nicht, so wie der Peter agiert. Also der ist eng dran, der sagt den Jungs, also der ist ja nicht so, dass er die nur in den Arm nimmt und man sagt immer, du bist aber ein toller Typ. Sondern der sagt denen schon, hör mal, pass auf, das war scheiße, was du da gestern gemacht hast. Also wir gucken mal, dass wir das besser hinbekommen und das wollen wir so und so machen. Also der macht ja klare Ansagen. Aber der ist dabei nicht beleidigend, der ist dabei nicht böse und ist trotzdem in der Lage, jemand zu sagen, pass auf, du hast gestern scheiße gespielt. Aber komm, wir machen das schon. Diese Woche ackern wir mal und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Und das ist eine Art und Weise, die nimmt einen Spieler ernst und ein Spieler wird dem am Ende auch dafür danken. Und wird auch deswegen versuchen, vernünftige Arbeit abzuliefern. Und der ist immer dann auch weniger böse, wenn er den mal rausnimmt. Das ist so. Und das ist die größte Gabe vielleicht, der Peter. Der kann mit Gruppierungen umgehen, der kann mit jungen Menschen umgehen. Das ist toll, wie der mit denen umgeht. Ohne dabei auch nur einen Juta an Autorität zu verlieren. Das ist eine tolle Gabe und deswegen glaube ich nicht, dass der Mannschaften zum Beispiel verliert. Es gibt Trainerbeispiele, da ist das so, ja. Aber ich würde das bei ihm nicht vermuten, dass das passiert. Jetzt, wenn man das so hört, auch dieses Angebot oder dieses, ja, ich sag mal, dieses laute Denken, dass man sich das vorstellen kann, auch zusammenzuarbeiten, beinhaltet ja im Prinzip auch die eigene Karriere. Und da durfte man ja in den letzten Tagen lesen, Schmatke denkt ans Karriereende. Natürlich war das dann auch, wenn man ein bisschen genauer gelesen hat, ein klein bisschen anders. Aber sind Sie so ein Typ, der sagt, in 5 Jahren weiß ich genau, sehe ich mich da und mach Schluss und bin dann Privatier? Also das war eher so ein, ich sag mal, Gedanke. Ich habe nur, pass auf, ich mache einen relativ großen Aufwand für den Job, den ich mache. Ich bin viel unterwegs und so und ich mache das total gerne und ich will auch nicht, dass man deswegen sagt, ey, du machst aber toll oder ich finde, das ist normal. Aber ich weiß nicht, ob ich mit 56 immer noch sage, ich habe aber jetzt mal Lust da eben, ich bin heute Morgen nach Wolfsburg gefahren, wieder zurück. Ich weiß nicht, ob ich das mit 56 noch will. Ehrlich. Und das ist so die Fragestellung, die dahinter ist. Ich habe gesagt, ich habe jetzt Vertrag bis 20, bin ich total happy und im Moment sind die Leute auch noch happy und der Vorstand ist auch happy, das ist gut. So, und es kann sein, dass ich irgendwann noch mal verlängere. Es kann aber auch sein, dass ich sage, ey, 20, ey Jungs, lass den alten Mann nicht mehr irgendwie durch die Gegend fahren. Lass das einen Jungen machen, einen Frischen, der sagt, weißt du was, ich fahre nicht nur nach Wolfsburg, sondern ich fahre von da aus dann noch nach Kopenhagen weiter und dann nach München und fahre dann erst wieder nach Köln. So, also vielleicht ist das dann die bessere Lösung. Und wenn das die bessere Lösung ist, dann sage ich, hey, dann musst du auch aufhören. Aber ich kann es heute nicht beantworten. Aber kann sein. Und ich finde, wenn ich dazu befragt werde, dann muss ich auch sagen, also, es kann so sein und es kann so sein. Gut, wir nehmen es hin. Wir wissen ja alle, was die Glaskugel uns bringen wird und vorhersagen. Ich fahre ja auch morgen gegen den Baum und dann? Ja, dann haben wir. Ja. Wird es problematisch. Nein. Ja. Aber das wollen wir natürlich nicht hoffen, um Gottes Willen. Thomas, Sky, du bist bei Sky. Ja. Und ich habe hier so einen richtig scharfen Themenwechsel. Und weil du bei Sky bist, ist mir gerade keine bessere Überleitung eingefallen, als der neue Fernsehvertrag, der in England halt ein großes Thema ist. Und hier in Deutschland hätte man das natürlich auch gern. Karl-Heinz Rummenigge wird die Bayern am liebsten alleine vermarkten. Der ganze Markt wird natürlich jetzt von Geldern überschwemmt. Es entsteht eine neue Situation. Wie siehst du das als einerseits Sky-Mitarbeiter, andererseits als Fußballfan, der du ja bist? Wenn auch für den falschen Verein. Das kann ich so nicht stehen lassen, aber du hast mir eine andere Frage gestellt. Erstens mal, in England wird deutlich mehr Geld bezahlt, allerdings ist auch das System ein ganz anderes, Pay-TV von Anfang an. Zweitens mal wage ich zu bezweifeln, dass jemand, der zum Beispiel in Dortmund, Schalke, keine Ahnung, spielt, dass der zu Stoke City geht, nur weil er da mehr Geld verdient. Also da gibt es vielleicht den einen oder anderen, aber das ist eine Mittelklasse-Mannschaft in England, das bleibt eine Mittelklasse-Mannschaft in England. Der Wettbewerb in England selber
wird sich natürlich dadurch verändern, aber es wird auch sehr viel Geld in die Bundesliga reingepumpt. Man kann damit sinnvoll umgehen. Man muss natürlich aufpassen, dass der Abstand nicht zu groß wird. Das ist gar keine Frage. Für Vereine wie den FC ist das sicherlich, haben wir gesehen, also Wimmer geht zu Tottenham. Die spielen, wenn es hochkommt, Europa League. Ist für mich jetzt auch kein Top-Verein in Europa. Im Moment kann man vielleicht noch sagen, eine Wertsteigerung. Auf der anderen Seite wirst du dann irgendwann als Verein erdrückt. Was ich ein bisschen heuchlerisch finde, ist die Aussage von Rummenigge. Ich kann mich erinnern, Ende der 90er Jahre hat diesen Vorschlag schon mal Borussia Dortmund gemacht. Da hieß es von den Bayern, Dortmund verlässt die Solidargemeinschaft der Bundesligisten. Bochum muss genauso viel verdienen wie die Bayern. Da hat man von Leo Kirsch damals Geld bekommen dafür, um es zentral zu lassen. Das war ja auch eine Grundlage. Es blieb zusammen. Also es ist ja nachvollziehbar oder nachlesbar. Es gab eine kleine Strafe dafür. Also für das Gelder geflossen sind. Und jetzt dann plötzlich zu sagen, so okay, jetzt sind wir dezentral, weiß ich nicht. Wenn jeder Verein selber verhandelt, wird's vielleicht schwieriger. Ich glaube, dass die Gelder aus England im Moment bei weitem nicht zu erlösen sind. Das Monopol von Sky führt öffentlich dazu, dass sich die Preise in Deutschland nicht nachhaltig bewegen, hat Karl-Heinz Rummenigge in die Blöcke notiert. Wie sehen Sie seine Aussagen und gibt es da auch ein offizielles Statement vom 1. FC Köln dazu? Also würden Sie zum Beispiel gerne den FC selbst vermarkten, also die TV-Rechte? Nee. Na, also erstmal fahren wir in Deutschland sehr gut mit der Zentralvermarktung. Jetzt kann man im Einzelfall immer mal hinschauen und sagen, das wird vielleicht nicht alle 36 unterschreiben, aber dass wir eine extrem starke zweite Liga haben, ist dem geschuldet. Das ist in anderen Ländern ist das deutlich anders. Und man darf bei den ganzen Aussagen eines nicht vergessen, wir gehen demnächst ins Bieterverfahren, ne? Auch für uns für einen neuen Fernsehvertrag. Ja. Und das stimmt schon, dass wir in Deutschland einen Pay-TV-Anbieter haben. Und dass die Leute relativ zurückhaltend sind, um sich das Angebot nach Hause zu nehmen, also zu kaufen. Das ist in anderen Ländern ist das anders. In England ist es deutlich anders zum Beispiel. Und deswegen sind da auch andere Wirtschaftlichkeiten, die eine Rolle spielen. Da gibt es ein ganz anderes Kartellrecht. Da kann jemand kommen, schließt dir so ein Ding an, sagt 3 Monate behältst du das und dann hol ich es dir wieder ab oder so. Das darfst du bei uns zum Beispiel gar nicht. Also wenn du es erstmal zu Hause hast, Sky, kann ich nur sagen, dann behält man es auch. Da macht man ein bisschen Werbung, ist auch legitim. Heißt das, dass du eine Gefahr siehst, dass durch die Rummenigge Aussagen, sage ich jetzt mal, auch das die Wettbewerbsposition der Liga jetzt in den Verhandlungen mit Sky ein bisschen geschwächt wird, weil Sky sagt, die sind sich ja selbst uneins? Nee, ich glaube nur, dass Rummenigge darauf hinweisen. Also ich glaube nicht, dass die ernsthaft überlegen, die Zentralvermarktung zu verlassen. Das glaube ich nicht. Den Solidargedanken haben die durch und durch, auch wenn man über Bayern immer dumme Sachen sagt oder komische Sachen sagt. Aber in dem Fall, die tragen die Solidarität die ganze Zeit mit. Und darüber hinaus, in dem Fernsehvertrag auch noch andere Dinge, die jeweils machen oder jedes Jahr machen. Ich glaube nur, dass er darauf hingewiesen hat, dass es nicht gut ist, dass wir keinen zweiten Pay-TV-Anbieter haben oder einen dritten vielleicht, oder weil wir nicht wirklich einen Wettbewerb haben. Und da hat er natürlich recht, um am Ende auf einen Bieterwettbewerb sich einzulassen und einen bestmöglichen Preis zu erzielen, da wäre es schon schön, wenn es da einen Wettbewerb gäbe. Den gibt es nicht bei uns. Pay-TV gibt es keinen Wettbewerb. Das ist ein Monopolist. Ja, okay, aber wie ist das jetzt mit der aktuellen Situation? Sie haben ja in diesem Jahr auch schon ein bisschen gemerkt, wie das jetzt in England läuft, aber ist das doch noch gar nicht ausgeschüttet worden. Ja, was wir im Moment haben, was wir im Moment spüren, ist eine starke Wirtschaftskraft der Engländer. Und wir haben einen relativ starken Pfund gegenüber dem Euro. So, und der schlägt ein bisschen durch. Wobei ich sage, die große Gefahr England ist so 41 Millionen für Firmino, weil die machen das bei uns in der Liga. Also die verändern Balancen, die wir bisher hatten. Also bis jetzt war relativ klar, wie die Balance ist zwischen Bayern, München, Dortmund und den anderen. Hoffenheim kommt auf einmal in eine völlig andere Situation hinein. Und die sind dadurch in völlig anderen, haben völlig andere Möglichkeiten. Und das über Nacht, also mit einem Transfer. Und das ist natürlich schon gefährlich. Mit dem Thema Ausstiegsklauseln, haben Sie diesbezüglich manchmal auch eine schlaflose Nacht? Oder? Ich schlafe immer gut. Aber es ist nicht so, dass wir Ausstiegsklauseln anbieten. Du musst dann immer abwägen. Kannst du dem mehr Gehalt draufpacken, dass du die Ausstiegsklausel wegbekommst oder besteht der drauf? So, und wir sind leider Gottes nicht in der Lage, das Gehalt so hoch zu ziehen und zu sagen, was wird, Ausstiegsklausel 100 Millionen, dann kannst du gehen. Also das geht leider nicht.
Ich denke, dieses Thema werden wir natürlich weiter beobachten. Wird sicher interessant, was da alles noch passiert. Und ja, wer weiß, vielleicht sind die Aussagen von Karl-Heinz Rummenigge ja auch nur der Tatsache geschildert, dass man den Preis auch wirklich ein bisschen in die Höhe treiben möchte. Ist ja auch legitim. Du wolltest noch was sagen, Zwerg? Ganz kurz, diese Investitionen in die mehrere Spieler mit so zwischen 2 und 3 Millionen Ausgaben, ist das auch dem Gedanken geschuldet, dass nächstes Jahr vielleicht eine ganz große Menge Geld auf den Markt kommt? Also dass man sagt, man schafft sich zukünftige Transferwerte? In erster Linie ist es der Tatsache geschuldet, dass wir versuchen, unsere sportliche Qualität für die kommende Saison nach oben zu schrauben. Und dann, wenn das funktioniert und jeder Einzelne vernünftig performt, ist es, glaube ich, nicht verkehrt, wenn deine Spieler eher um die 20, 22 Jahre alt sind, als wenn sie um 2, 3, 4, 35 Jahre alt sind. Also klar ist das natürlich auch ein Hintergedanke, der nochmal bedeutsam werden könnte. Okay, wir müssen so langsam aber sicher zum Ende kommen, aber es geht halt darum, dass wir noch ich habe noch eine Schlussfrage und da geht es natürlich auch darum, um die Sache, die wir am Ende dann der Saison nochmal anschauen können in den berühmten Mediatheken, nämlich wie die Saison denn so verlaufen wird. Und ich fange mit den Medienleuten natürlich an, damit der Jörg Schmatke sich das in Ruhe und freudig anhören kann. Und Thomas, was erwartest du vom 1. FC Köln? Und am Schluss kannst du mir noch eine kleine Schlagzeile liefern, die im Express steht. Ja, Saison zu Ende. Ja, ich habe eben schon gesagt, ich erwarte den FC zwischen Platz 8 und 12. Glaube ich, letztes Jahr lag ich richtig. Was war die Frage? War ja nicht nachgefragt, aber die werden noch nicht absteigen. Also ich sage der FC zwischen 8 und 12. Ich würde mich total freuen, wenn es vielleicht auch, dieses Jahr hatte sogar Platz 7 gereicht oder wenn irgendwie über den DFB-Pokal noch was gehen würde. Ich würde mich freuen. Ich kann es von dieser Mannschaft nicht erwarten, aber du hast gut eingekauft. Also musst du auch dich an 8 bis 12 messen lassen. Und am liebsten würde ich am Ende lesen, ein großer Club endlich wieder in Europa. 800... Ich war noch nicht ganz fertig. Ein großer Club endlich wieder in Europa. 800 Jahre nach Worrin, ein Düsseldorfer erobert Köln. Alex ist zuerst dran. Angebot als Schlagzeilengott an den Kollegen Wagner kommt morgen vom Express. Also damit wir Ne, ich glaube, wenn am Ende drunter steht einstellig Ausrufezeichen, dann wären wir alle sehr glücklich und dann wäre das, glaube ich, was seit ich glaube über 20 Jahren nicht mehr gehabt. Ne? Ja, und das wäre was, wo ich sage, das ist möglich und das kann auch hinkommen und da würden wir uns, glaube ich, alle drüber freuen. Solange wir nicht sagen, wieder runter, ist alles gut eigentlich. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich würde gerne möglichst schnell 40 Punkte holen und die Schlagzeile wäre, Wagner endlich ausgetauscht als Experte. Okay, wir schauen mal, wie es am Ende läuft, aber ich würde ihn eigentlich schon ganz gerne behalten. Macht Spaß mit ihm. Ja, damit sind wir am Ende. Ich wünsche mir aber auch noch eine kleine Schlagzeile. 1. FC Köln holt den DFB-Pokal. Bayern geputzt, also das fände ich auch nicht schlecht. Aber ja, wir gehen aber nicht, bevor wir noch ein kleines Geschenk überreichen. Ich weiß nicht, ob er es schon hat, aber ansonsten sollten Sie auf jeden Fall dieses Buch mal lesen. Die Kölsche Geschichte, die Historie ist ja reich an bestimmten Typen und Spielern. Und Heinz Floh, glaube ich, ein ganz besonderer Spieler. Und auch wenn Sie früher, kommen ja aus einem anderen Kulturkreis, also dass das also ein bisschen, sag ich mal, der Gegner war. Es waren trotzdem tolle Zeiten und viel Spaß dabei. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Ja, vielen Dank. Ich möchte mich bei allen bedanken. Hier im Studio de Mans, unserer neuen Begegnungsstätte, hier für alle, für Fans, für Sponsoren und Partner, natürlich auch für die Leute des 1. FC Köln und für die Medien. Und wir sehen uns hoffentlich alle bald wieder. Beachten Sie, wann wir wieder unsere Sendung machen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss zusammen. Ciao. Das war mir ein Fest.